Ja, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Super Mario Sunshine. In der, würde ich doch sagen, ziemlich sicher letzten Folge vor dem eigentlichen Finale. Oder vor der eigentlichen Abschlussfolge. Finale kann man nicht sagen, denn wir waren bereits bei Bowser und haben ihn bereits besiegt. Obwohl ich es hätte anders machen können, da habe mich ein bisschen von falschen Informationen verirren lassen. Dazu dann aber später mehr. Jetzt erst einmal geht es darum, dass wir noch die restlichen blauen Münzen holen. Und das alles will ich in dieser Folge noch schaffen. Also erst einmal, wir haben schon relativ viele. Hier im Piazza Delfino fehlt noch eine, beziehungsweise gehört die eigentlich zu Pisa Delfino. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Chrono Mountain haben wir schon alle. Monte Bianco, Porto, Playa del Sol, Little Sirena, Parco Fortuna, Bayo Paradiso, endlich auch. Die waren echt mühsam. Und nun fehlen noch 14 Münzen in Plaza de la Palma. Da kann ich euch schon mal beruhigen, Freunde. Es wird bei weitem nicht so anstrengend werden und so nervig. Oh Mann, ey. So, dann geht direkt mal los. Plaza de la Palma. So, wo gibt's hier überall was zu tun? Und zwar an ziemlich vielen Orten, wenn man ganz ehrlich sein soll. Wir könnten, gehen wir der Reihenfolge nach. Ja, ich würde sagen, ja, komm, wir gehen mal der Reihenfolge nach. Und zwar erst einmal Kapitel 1. Kettenhündchens Kettenreaktion. Eigentlich hätte er mal die anderen Kapitel gucken können, ob es so da funktioniert. Stimmt. Ich bin eigentlich ziemlich doof. Au. Wobei es gibt sicher zwei Kapitel, wo ich sowieso rein muss. Das heißt, Kapitel 6 und Kapitel 5 sind eigentlich fix. Aber ganz ehrlich, wenn ich sowieso zwei habe, wo ich ohnehin rein muss, gehen wir doch von hinten und ich sage mal... Nee, ich weiß, wieso zu Kapitel 1 muss. Ah, ins 3, ich sowieso rein muss. Kacke. Egal. Machen wir erst mal Kapitel 6. 10 Palmas brauchen dich. Und zwar, es ist so idiotisch. Und wieso ich das nicht von Anfang an gemacht habe, oh Mann. Einfach mehr mit den Leuten quatschen, ganz ehrlich. Ja. 10 Dorfbewohner musst du retten. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und der Witz an der Sache ist, wenn die gerettet sind, geben die uns noch Münzen. So, aber erst einmal ganz kurz gucken. Hier ist eine Münze. Ich drehe durch, ey. Ja, hier ist tatsächlich eine. Kann man, glaube ich, ab Kapitel 4 holen. Wir haben es jetzt schon mal gemacht. Sehr schön. So, das war der erste Streich und 8 Folgen sogleich. Aber nicht von der hier. Die quatscht auch ein bisschen, gibt es aber keine Münze. Nö. Dafür muss man, glaube ich, nur mit einem Erwachsenen quatschen. Ja, ich weiß auch nicht, wieso ich das damals nicht gemacht habe. Aber andererseits, man natürlich auch ein bisschen unter Verzug. Man weiß nicht direkt, hey, reicht die Zeit überhaupt, um mit denen noch groß zu quatschen? Läuft die Zeit weiter und so? Insofern, ja. Gut, der wirft einen weg. Das finde ich jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich sein darf. Aua. So. Ansonsten, ja, eigentlich relativ easy das Ganze. Wir haben es ja auch schon mal gemacht. Ich muss ein bisschen konzentriert sein, nicht irgendwas verpassen, dann geht das schon. So. 10 Palmas müsst ihr sein. Makamaha. Wieso die das quatschen? Weiß auch nicht. So, hier war keiner. Dann gehen wir hier durch, denn hier haben wir 7 und 8. Das könnte bei dem ein bisschen lange dauert. So, jetzt aber. Maha. Cool, wa? Die freut sich einfach. Egal wie oft die auf den Kopf springen, sie freut sich einfach. Danke, Schatzi. Ja.
kein Problem. Ach ja, und dann ist noch einer hier um die Ecke. So. Und damit haben wir zum einen alle gerettet und auch alle blaue Münzen, die sie uns geben. Und plötzlich haben wir einfach mal 9 Stück mehr und uns fehlen bloß noch 5. Von diesem 5. Gucke ich gerade mal, ob wir einen vielleicht noch... Ne, einen kriegen wir nicht, schade. Oder vielleicht kriegen wir so noch einen. Muss die vielleicht doch bei Kapitel 1 holen, da bin ich ganz sicher. Egal, wir gehen jetzt mal raus. Und machen dann direkt mal... Moment, ich muss erstmal ganz kurz hier abhaken, dass wir das gemacht haben. Perfekt. Dann haben wir das von Kapitel 4 auch noch. Müssen wir das auch nicht mehr machen. Sehr gut. Ja, gut. Vielleicht irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie... So. Bisschen besser. Moment, wir haben es gleich, wir haben es gleich. So. Nochmal ganz kurz rein und dann machen wir, ja, wie könnte es anders sein, Kapitel 5 mit Yoshi. Aber nein, keine Sorge, wir müssen nicht die Bienen snacken, das haben wir bereits gemacht. Wir haben ja auch schon auf die Nase von der Statue bei der Quelle, bei der heißen Quelle drauf gehämmert, in der Stampfattacke. Da haben wir also blaue Münze auch schon. Was kann es mit Yoshi sonst noch geben? Tja. Etwas, was man nicht sofort sieht, aber wenn man ein bisschen genauer hingucken würde, hätte man es erkannt. Aber ja, ihr kennt mich ja, ich habe natürlich nicht erkannt. Oh Mann, ey. So, hallo Mario? So. Nimm die Banane, denn die hätte Yoshi gerne. Mal gucken, könnte ich hier es vielleicht auch holen? Machen wir mal gleich. Die eine Münze aus Kapitel 1. So, mein Freund Yoshi. Ja, Yoshi freut sich, dass er eine blaue Münze snacken darf. Ich freue mich ein bisschen weniger. Aber nur deswegen, weil es bei der Münze, wo ich mir ernsthaft sagen muss, yo, es hätte man auch erkennen können. Okay, warte mal. So. Seht ihr hier blaue Schmetterlinge? Yeah! Ich habe sie nicht gesehen. Und vor allem sind es mehrere. Weil Yoshi muss alles snacken für eine einzige blaue Münze. Wisst ihr, es gibt Kapitel, da heißt ein Schmetterling, eine Münze. Andere, nur 3 Schmetterlinge für eine Münze. Und hier plötzlich die 20 rum oder so. Keine Ahnung. Ja, Mann, ey. Nein, ganz ruhig, Yoshi. Wieso bist du eigentlich pink? Eine Banane ist nicht mehr pink. Hä? So. Das ist eigentlich das Einzige, wieso wir jetzt hier mit Yoshi nochmal rein mussten. Wie gesagt, die Bienen haben wir bereits gemacht. Die werden theoretisch auch nochmal eine blaue Münze geben. Ich will ganz kurz noch... eigentlich das hier. Was ich noch testen wollte. Weil etwas, was auch eine blaue Münze gibt, bereits ab Kapitel 1, ist nämlich hier drauf spritzen, noch ein Wasserfall. Also da geht es hier auch. Krass. Es gibt ein Kapitel, wo der Wasserfall halt nicht funktioniert, deswegen geht es halt dort nicht. Aber wir haben es jetzt gemacht, perfekt. Das heißt, uns fehlen noch 3 kleine Münzlein. Und die sind leider ein bisschen dümmer gemacht, sage ich jetzt mal. Wobei, man will ja sagen, dümmer gemacht. Ja, es geht darum, für die eine müssen wir sicher nach Kapitel 1, weil nur dort ist es Nacht. In anderen Kapiteln ist es ja nie Nacht. Und für die anderen beiden Münzen müssen wir zu Kapitel 3. Die Map, wo eigentlich am längsten dauert, weil wir den Bürgermeister retten müssen. Dabei steht hier alles in Flammen. Mein Fehler damals, ich glaube, das machen viele einen Fehler. Die denken sich einfach, okay, Bürgermeister retten, sobald wir einen Dreck weg zurückhaben, ist gemacht. Mir nicht. Wenn man halt noch mehr machen könnte, sich noch ein bisschen mehr umgucken könnte.
auf die Idee kommt halt nicht so schnell einer und ich eben auch nicht. So, erstmal Bürgermeister, beziehungsweise erstmal Dreck weg zurück und den Bürgermeister retten. Ich könnte es so machen, wie damals, sprich unterirdisch klettern. Also man sieht es ja hier, der Typ wie der brennt. Man könnte ihn ja löschen, vielleicht gäbe er einem etwas. Ja, das ist einer, der uns eine blaue Münze gibt, genau. Und die andere blaue Münze ist echt doof versteckt, also da hätte ich im Leben nie gefunden. So. Aber, ja, letztes Mal sind wir, wie gesagt, unten durchgegangen. Das Klettersystem. Heute machen wir es ein bisschen anders. Und zwar ein bisschen so. Nicht ganz so, ich mache es ein bisschen eleganter. Aber ja, das ist eigentlich der Trick dabei. Ich bahne mir einen Weg darüber. Weil erstens, das geht, das weiß ich aus diversen anderen Let's Plays. Zweitens habe ich es damals auf dem Gamecube, wo ich das erste Mal gezockt habe, auch so gemacht. Obwohl ich damals ein bisschen skilliger drauf war. Keine Sorge, es dauert jetzt nicht so lange, wie es gerade aussieht. Ist ein bisschen schmerzhafter. Jo. Okay, ist mal jetzt beinahe gekillt. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Doch, ist natürlich sehr schlecht sogar. Das hat vorhin in der Testaufnahme besser funktioniert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich habe es vorhin getestet natürlich. Weil ich aber wissen musste, ob mir hier wirklich eine Münze fehlt. Das ist eine blaue Münze halt. Ups. Problem ist, ich glaube, ich habe kaum noch eine Chance, weil... erstmal ist die Kamera gerade ein bisschen spuckt. Zum anderen habe ich schon sehr viel Leben verloren. Okay, das war jetzt nicht geplant. Scheiße. Okay. Ich wollte auch mit dem Doppelsprung rüberspringen, weil eben es geht. Es ist nicht so, dass ich euch jetzt hier etwas erzähle, was gar nicht funktioniert. Nein, es funktioniert. Naja, wir haben ein bisschen Zeit von dem her. Ich glaube, das ist schon. Ich muss bloß ein bisschen vernünftiger machen. Und diesmal mit ein bisschen mehr Konzentration. Aber es klappt. Kann unten durchgehen. Ja, könnte man auch, aber ganz ehrlich, das kann ja jeder. Oh Mann, Mario, ganz ehrlich. Ah, Mann, das ist ja immer so ein unnötiger Schaden, den man hier kriegt. Scheiß Minen, vor allem 3 Stück auf einmal. Dass man ja auch sonst keine Münzen kriegt. Weder auch dort die Kisten da drüben oder sonst was. Nö. Früher gab es mal einen Trick. Okay, geht's nicht mehr. Schade. Ich sage aber bei Super Mario 64 noch so, dass wenn man ein bisschen schon gedamaged war und man sich einfach gesagt hat, ja komm, dann machen wir es einfach so. Erstmal ein bisschen tauchen, weil dann verliere ich ja ein bisschen Sauerstoff und so. Und tauche wieder auf, damit ich wieder volles Life habe. So. So geht's eben eigentlich. Einfach ein bisschen auf seiner nassen Haut bzw. Kleidung sliden und dann kann man eigentlich rüberspringen. So. Wollte vorhin ursprünglich eigentlich zeigen, aber naja. Wie es halt so ist, manchmal klappt es, manchmal nicht. So. Dankeschön, lieber Dreck weg. Also dann. Ich könnte natürlich auch direkt alles säubern hier, aber ich selber, das wäre eine Mammutaufgabe. Und vor allem bringt es auch nicht so viel. Aber den löschen, das kann ich noch.
Cool, dass du mich gerettet. Vielen Dank, Mann. Ich danke dir. So, dann zur zweitletzten Münze. Die ist, wie gesagt, sehr fies versteckt. Auf die Idee kommt man nie im Leben. Und zwar... müsste irgendwo hier drunter sein. Irgendwo hier drunter ist ein M von Mario Morgana. Aber wie gesagt, wer guckt denn hier? Wer macht sich die Mühe, alles irgendwie, ja, halt wieder trocken zu machen, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise nicht trocken zu machen, aber halt zu säubern. Ich bin nicht mehr sicher, wo es genau war. Aber wir finden es schon, keine Sorge. Es muss irgendwo hier im Anfangsgebiet gewesen sein. So, wir haben doch beinahe das Wasser ausgegangen. Das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. Vor allem bei dem Level. Was irgendwo rechts. Also jetzt natürlich links. Dass auch immer die Richtung ändern muss, Mario. So, komm. Ja, hier. Ganz leider nicht gesehen, weil ich schon so schnell gespritzt habe, aber ja, hier drunter war ein rotes M. Ein Farben-M quasi von Mario Morgana und deswegen, tja, habe jetzt die blaue Münze bekommen. Sehr gut, aber eben auf die Idee, ich meine, es können ja auch mehrere darunter versteckt sein, aber nee, es ist tatsächlich nur das eine einzige. Trotzdem krass, oder? So, und dann ganz gemütlich zurück nach Kapitel 1, weil eben das einzige Kapitel hier in dieser Welt, wo es nachts ist. Und das ist unbedingt nötig für die letzte blaue Münze. Zumindest in Plaza La Palma. Wenn wir endlich 30 Stück haben. So, er hätte gerne was von uns. Ja, wir sollen eben die Kettenhundis gucken und so. Sie haben wohl jemanden schlecht erzogen. Ja, das stimmt. Wie schnell bist du eigentlich noch? Oh, sind noch fix. Und zwar irgendwo hier ist der goldene Pilz. Da, genau, zu dem müssen wir rüber. Zum goldenen Pilz des Glückes, wenn man so will. Obwohl er keine Insignie hat. Hey, insofern ist er ein bisschen irreführend, aber egal. Moment, ich mache das jetzt am besten. Ja, so. Und zwar, der Witz an der Sache ist, ihr wisst doch noch gewisse Kapitel, wo man in die Sonne spritzen muss, damit es eine Insignie gibt. Tja, die muss man zum Mond sprühen. Ich habe keinen Plan, warum. Frag mich nicht, warum das so ist, es ist einfach so. Und damit haben wir endlich alle 30 Münzen jeder einzelnen Welt, also sprich jede blaue Münze der Welt haben wir. Bis auf die eine Pista del Delfino. Und die holen wir uns jetzt. Dazu sollte ich vielleicht ganz kurz was erwähnen. Es war ja damals, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kapitel, wo ich erwähnt hatte von wegen, ja, man muss erstmal einmal das Spiel durchspielen, sprich nach Corner Mountain gehen, einen Endboss-Blatt machen und erst dann könne man zurück nach Pista del Delfino gehen. Das wurde mir auch so gesagt, beziehungsweise stand so in gewissen Kommentaren und in gewissen Foren und so weiter und so fort. Da vorne ist immer das Boot, was einen nach Pista del Delfino bringen würde. Aber das stimmt gar nicht. Ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, ob es schon immer so war oder so. Aber es gibt ja den Moment, wo man nach Corner Mountain rein könnte. Beziehungsweise, nach dem Moment zuvor, wo die ganze Stadt geflutet wird. Das ist ja dann, wenn man Mario Morgana an jeder einzelnen der ganzen Wellen, die man ja hat. Also von Monte Bianco bis nach Plaza La Palma. Wenn man Mario Morgana an jeder dieser Welten besiegt hat, wird danach ja die Welt hier geflutet für kurze Zeit. Wenn man dann nach Corner Mountain wieder reingeht und wieder rausgeht, ist die Stadt wieder nicht geflutet. Also wieder Normalzustand. Jetzt ist es so, wenn man das machen würde, also einmal nach Corner Mountain reingehen, wieder rausgehen, ohne halt zu Bowser zu gehen und ihn zu besiegen, steht der Typ wieder trotzdem da.
Das wusste ich nicht. Später stand schon die ganze Zeit, er hätte schon die ganze Zeit anquatschen können. Und der bringt uns eben zurück nach Pistelfino, beziehungsweise, Moment, ich brauche ein bisschen Kohle, weil er will Geld. Die Reise macht es nicht gratis, leider. Ich muss kurz Kohle farmen und dann geht's hier zurück. Unterirdisch. Ich glaube, wir brauchen nur 10. Moment. Ich bin nicht sicher. Hat er schon oft genug, am Schluss aber trotzdem irgendwie 20 gebraucht. Kommt 20 reichen. Da bin ich mir sicher, mir sind es nicht. Und von der kleinen Gebühr fährt er uns halt rüber. Soll der für 7 Minuten das wiederbringen? Ja, danke, okay, sind auch noch 10. Tja, zurück am Strand, wo alles begann und wir damals unser erste Insigne geholt haben. So, du müssen wieder zurückfahren, oder? Nö, offenbar doch nicht. Egal, fahren wir nicht mehr zurück, ist ja nicht so schlimm. Bleiben wir einfach mal hier. Nee, Quatsch, da geht schon. Ihr seht schon, rote Buttons. Ja, müssen wir wieder ein bisschen rote Buttons drücken. Das aber erst später. Das machen wir in der nächsten Folge. Weil jetzt geht es mir um die letzte blaue Münze. Erstmal den Weg frei machen. Und hier drin ist sie, im Eisblock. Ich bin ja schon zu Genüge, diese Eisblöcke. Damit haben wir 120, die Hälfte von 240. Weil die restlichen 120 haben wir bereits eingesetzt für Insignien. Und wir haben somit jede einzelne blaue Münze des Spiels bereits gesammelt. Oder eingetauscht. Ja, jetzt hier 20, hier 10. Jeder der Welten sind es 30. Damit haben wir endlich alle Münzen. Und fast alles komplett. Wie gesagt, es fehlt noch ein bisschen was. Was das hier soll, weiß ich auch nicht. Eigentlich müssen hier blaue Münzen rauskommen, aber nee. Kommen aber keine mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber hey, shit happens. Nee, es geht darum. Wir haben 106 Insignien. Wir haben 120 blaue Münzen. Würde ich die nachher eintauschen in Insignien, hätten wir nachher 118 Insignien. Das heißt, 2 Stück fehlen uns noch. Eine kriegen wir noch hier. Durch den roten Münze-Button. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann ist noch das mit der Yoshi-Mission. Ja. Die machen wir auch in der nächsten Folge. Das soll hoffentlich nicht zu lange dauern. Und dann würde ich sagen, noch ganz kurz nach Corona Mountain. Mal Bowser besiegen. Das wird jetzt relativ zackig gehen, weil ich weiß, wie es geht. Dann haben wir das Spiel endlich durch. Mit der nächsten Folge hoffentlich wird das dann soweit sein. So, Freunde, es ist soweit. Zeit für die letzten Insignien bei Super Mario Sunshine und dem, ich hätte es doch stark vermutet und gehen wir jetzt mal einfach, ich bin zu frech, ich sag's einfach mal, die letzte Folge wird wohl sein. Part 54 damit. Ja, da würde es doch irgendwie Blindies oder Half-Blindies und so. Glaube ich, ja doch, ist eigentlich eher ein schlechter Schnitt, aber hey, es geht nicht irgendwie um Speedrun oder so. Geht auch darum, nochmal alles zu erleben, vor allem jetzt komplett zu erleben und Spaß dabei zu haben. So. So viel dazu. Mal an die Münzen. Ah, das ist ein Münzenweg. Warte mal, ich kam von unten. Ich gehe mal hier durch, komm. Ist vielleicht richtig, vielleicht auch nicht. Sieht, glaube ich, ja nicht schlecht aus. Ich glaube jetzt nicht, dass die 7. oder 8. Münzen auf dem Schiff war. Auf dem Boot wohl eher. Sind doch hier, oder? Jo, wusste ich's doch. Huh. Ich will gerade ernsthaft fragen, warte mal. Die geben doch ein bisschen Münzen. Können hier auch 100 Münzen auch noch sammeln? Nee, oder? Oh, sind die schnell. Die sind echt fix. Doch, komm, das schaffst du locker, 100 Münzen zu sammeln.
Ja, anrempeln? Nee, das geht nicht. Okay, das will ich ganz kurz rausfinden. Das sind bloß nur 2 Münzen, Freunde. Hey, was passiert, wenn ich jetzt hier alle Münzen habe? Also 100 meine ich. Ach so, das ist wieder der gleiche Quatsch mit den blauen Münzen. Obwohl ich die blauen Münzen hier gefunden habe und eigentlich Piazza Delfino und Piazza Delfino voneinander getrennt sind auf der Karte, die blaue Münze trotzdem zu Piazza Delfino. Ich nehme jetzt auf dem Land, dass die 100 Münzen auch dazugehören würde, weil deswegen ist sie ja blau. Okay, dann macht es so Sinn. Also ein bisschen creepy, wenn man das gemacht hat, weil macht es nur bedingt Sinn. Aber wer bin ich, dass ich das kritisiere, nicht wahr? Mir geht es vor allem darum, uns fehlt noch eine einzige fucking Insignie, Freunde. Damit haben wir dann endlich alle. Oder zumindest alles gesammelt, was wir dazu brauchen. So, wir wissen alle, was jetzt auf uns zukommt, Freunde. Yoshi, die Yoshi-Mission, darüber muss ich gehen. Wo 7 Yoshis musst du gehen und so. Ich weiß auch, wie es damals war. Ich muss da einen Zwischenstopp machen, die Frucht einsammeln, weil sonst klappt es nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch, wie ich damals geflucht habe auf dem Weg dahin und über das ganze Pipapo, selbst die Welt und so. Wir wissen alle, das wird noch eine Weile dauern, bis ich das geschafft habe. Jetzt muss ich die Frucht noch holen, die Yoshi gerne haben würde. Nehmen wir eine grüne, die... Ah, die ist gerade da unten, okay. Ja, trotzdem, ich muss natürlich mit Yoshi darüber und so und das wird dauern. Deswegen machen wir einen kurzen Cut und wir sehen uns, sobald ich bei der Insel bin und bevor wir halt das Level betreten. Und dann machen wir nochmal diese verdammte rote Münzenfahrt. Oh Mann.